Geschichten uit onze Jeschicht Nummer 5. Geschreven van George Rempel, ditmaal vergelesen van Hein Rempel. Ditmaal nach Meier von wat an einem mennonitischen Dorf in Chihuahua an einem Verlafnistag passiert. An einem Verlafnistag kam der Brigam meistens dort ganz erste ab der Verlafnis steht an, nach eier der Verlafnisjagd anfangen zu kommen. Und wenn der Brigam an dem selben Dorf wohnt, dann kam er allein heimgegangen. Aber wenn er von einem anderen Dorf war, dann leitet er sich von einem von seinen Kameraden nur seine Brut heimführen. Und so schwind aus der Brigam bei der Brut ihrer Eltern ab dem Hof angekommen war, spannten die Utspanner dort Piet ut, brachten dort in den Stall an und gaben dort Futter. Und die Brut ging ihrem Brigam bad büten, oder wenigstens bei der Büter der entgegen, und nahm ihn freundlich ab. Und dann ging das Brutpaar an die sogenannte Brutlidsstube an und sah sich, meistens je in einem Fenster ab die veran handgestellte schmucke steile Hahn. Bald kamen ihre jugendliche Freunde und Verwandte auch an die Brutlidsstube an, sahen sich ab die veran handgestellte Bänken an und spazierten dort binnen. Wenn die Jagd an einem Verlafnistag an dem Mittagstisch gekriegt worden wären, dann kamen bald auch die Brutlied und sahen sich an einem von den Mittagstischen an. Und das war das erste Mal, was sie sich taub für die Verlafnisjagd sein leiten. Hier saßen sie mit alle zum Mittag gekommenen Jagd taub an einem von den Mittagstischen, ab die Kampfsborst, Plümemaus, dort gekochte kalte Rindfleisch, und die frisch gebackte Zwieback für die gekommene Jagd angeladen reingestellt worden wären. Und die Darbsche Merkes stunden dort stolz bei der Daschen rein, um die Verlafnisjagd ab Baste zu bedienen oder an zu servieren. Besonders standen die Merkes sehr gern dort Brutpaar. Die zwei Frühs, wonen durch angestellt worden wären, da noch zu sein, dass die Barsch in der Kaffee und die Grobes heit blieben wird, und auch, dass die Plümemaus und das kalte gekochte Rindfleisch und die Zwieback rein wurden, die eiten dann, wenn die meiste Jagd gegessen hatten. Wenn nicht alle Jagd an den Daschen auf einmal Rühm hatten, dann eiten die Erwachsene und ganz kleine Kinder erst und dann eiten die ratere Kinder. Wenn das Mittageten meist verrecht war, dann eiten die Dienstmerkes auch noch schwind. Und wenn die Merkes in Frühs alles abgewaschen und abgeriemt hatten, nur die Mittagsmahlzeit, dann wurden die Daschenwaren von Ateljemaner Büten angestellt, und die Bänken und Stühle wurden in Regen und alle Wohnstuben ineinandergesät, und dann wurden die gekommenen Jagd alle ineinandergeropen und angewiesen, sich binnen handzusetzen. Und wenn die meiste Jagd binnen wären, dann kam auch das Brutpaar aus der Brutlidsstube in die große Stube an und sah sich dort binnen ab zwei spezial für an reingestellte schmucke Stühle dicht bei den Versinger an. Und dann, wenn alle Jagd binnen und rein wären, dann seht ein Sänger dort Lied, Nummer 549 am Ollen Gesangbuch an. Willkommen, liebste Freunde hier, 549. Und die Versammlung sang das Lied mit der Versingertaub mit großer Begeisterung für das Brutpaar. Dann während der Brutlied, wo all die gekommene Jagd angeladen hatten, zu ihr Verlafnis zu kommen. Und wenn das Willkommenlied gesungen worden war, dann sangen die Jagd mit Singertaub noch ein Lied für die Brutlied, und dann gingen die Brutlied weiter an die Brutliedstube ab ihre Stelle setzen. Und viele Jugendliche gingen auch weiter durch und spazierten durch, während die ewige Jagd irgendwo ab dem Hof nobeln gingen. Von dieser Zeit am Tag an gingen viele Frühs, die Brut oder den Brigam ihre Tantes auch an die Brutliedstube an und frügen dort Brutpaar. Und wenn Tag sei an ihre Brutliedzwerg bei an spazieren kommen würden, und ob sie bei an dann zu Mittag oder zu Fastbar blieben würden und so wieder. Während ein paar Frühs den Kaffee an einen oder zwei große Meergruppes kochten, war die viele gekommene Jagd ihre Fastbarmahlzeit, sahen Ateljemaner und Junges waren die Daschen an die Wohnstuben an, und sahen Bänken und Stühle aram die Daschen an. Und so schwind aus den Daschen reingesät worden wären, besaßen die Merkes die mit Tassen, volle Schmonkontjes, mit Zuckerstecker gefällte Kompjes und mit gerater Kommen voll Kringel und Zwiebackjes und so wieder. Und während das alles passiert, gingen gewöhnlich zwei oder drei von den älteren Onkels, wenn sie den Kaffee gut stark mochten, die Kaffeemacher frühes Motto zu sprechen, dass sie den Kaffee so viel stark machen sollen, dass sie die Tassen gut formen würden. Das deden meistens immer dieselben Männer. Isaac F. Gertzen, Peter Bergen,
en Frans A. Ernst. Bij deze drei Lied heeft er ook thuis voor jeder Maaltijd, aber besonders für die Vespermaaltijd, sehr starker Kaffee. Wann ab alle Vesperdagen alles reingesagt worden wir, dann worden die Verlafnisjastwaren an die Daschen gekriegt, dort heit, so viel als du ab einmal bekommen, und das Brutpaar wird dann auch an den Verlafnisdasch gekriegt. Der Brut ging, solange als sie Brutlied wären, immer vorab, und der Brigam ging heran. Brut und Brigam mussten sich weiter ab Schmackesteiler ab an ein von einem Vesperdasch hansaten, und zwar an der Mana-Ehrendasch. Und die älteste Mana sorten meistens nur dem einen Dasch an, wo die Brutlied sorten. Während die Jas sich am die Daschen heransaten, leiten eine ganze Reihe Merke sich von der Kaffeemerker frühes schwind jeder einen Kaffeekettel voll Kaffee schaben und gingen dann damit am die Daschen heran und gauten jeder Gast sein Toss ein erstes Mal voll, und dann stunden sie irgendwo dicht bei einem Dasch reid und posten ab, und wenn einem Gast sein Toss ladig geworden wäre, dann gauten sie dort ein zweites oder auch noch ein drittes Mal voll, wenn es fehlt. Andere Merkes posten dann noch ab, dort die Zweibackjes in Kringel kommen, die Schmornkontjes und die Sockersteckerkontjes ab keinen Dasch ladig worden wurden. Und jedes Mal, wenn ein Gast sort geworden wäre, und sie nicht steht am Dasch ladig wird, dann kriegt einer von den Krieger einen anderen Gast an dem Dasch bei. Und so ging dort nicht immer wieder, was alle Jas gegeten hatten, auch alle Kinder. Früher in Merkes eiten nicht an derselbe Daschen, was die Männer und die Jungs eiten. Diese eiten an separate Daschen. Und wenn so meist alle Jas dort geworden wären, dann eiten die Dienstmerkes und die Kaffeemerker früher auch noch schwind und rinden und waschen dann war schwind alles ab. Wenn dann alle Daschen waren aufgerient und reingewaschen worden wären, dann sahen die Männer, die waren rüt, und sahen die Bänken und die Steiler und die Wohnstoven waren reit für die Jast, um noch einmal darüber zu sitzen und noch ein Danklied für die schöne Vespermaaltijd singen zu halten. Die Kinder, büter die ganz Kleine, würden noch bei ihrer Mitte bleiben und nicht mit anderen Kindern taub, wo wären und spielten. Die werden immer das Letzte an den Dash gekriegt. Und auch alle Kinder tranken bei der Vespermaaltijd Kaffee. Und wenn der Kaffee in der großen Meergruppe also ein bisschen weniger geworden wäre, dann schabten die Schabtjes auch immer viel mehr von der sogenannten Kaffeedicke mit in die Kaffeekettels nehmen. Und dadurch kriegen wir, als wir nach Kinder wären, ab Gastgebats am Vesperdasch manchmal viel Kaffeedicke in unsere Tassen mit hineingegoten. Und wenn es einmal gibt dit Kaffeedicke am Tass, ein großes Spoß ab einem Verlafnis an einem Vesperdasch. Und dort wir, als meine Schwester Agatha am 21. Juli 1944 Verlafnis hat mit ihrem Brigam Cornelius Neufeld von Rosenthal. Zu diesem Verlafnis bei uns in Blumenurt wären unsere Eltern ihre doppelte Geschwister Jakob A. und Anna Ernst von Rosenthal mit ihrer Kindertauben natürlicherweise auch eingeladen zu kommen, all weil sie unsere Eltern ihre Geschwister wären, aber auch weil Agatha ihre Kirche gewast wäre. Und als an diesem sehr warmen Sommertag all viel von den kleinen Jungs auch an dem Vesperdasch sorten, dann wird mein kleiner, doppelter Vater Bernhard Ernst so ein bisschen unzufrieden. Die Fenstern wären wegen der Herd hoch abgeschoben und viele Pflegen wären auch an den Vesperdasch gekommen. Und dann mit einmal sagt das kleine Bernhard dort an seinem Toss sehr viel Kaffeedicke hineingekommen wäre und sie dann Korsch und Lüd. Ein großes Steck mit dem Kuffel. Und als er bald dann auch noch sagt, dass die Pflegen so ein bisschen Praxis gemerkt haben an dem Sockersteck, wo er sich gerade genommen hat, dann seht ihr noch Korsche und Lüder. Den Socker haben die Pflegen ganz beschädigt. Und als er diese beiden Bemerkungen gemerkt hat und die Aufmerksamkeit von vielen von der Jast all gekriegt hat, und er dann Sort geworden wir und zurückgehen will, dann kann er nicht so schwind bei den Menschen gedrängt vorbeikommen, als er will, und dann kroch er einfach bloß durch ein abgeschobenes Fenster rüt und wach wie er. Und dann lachten die Menschen noch gründlicher über diesen wackeren, kleinen Jungen. Ich glaube, das Jung wird damals noch nicht ganz 5 Jahre alt. Aber er wisst offensichtlich all ganz korrekt, was er sagen und was er tun will. Das wackere Bernhard Ernst wohnt in Elmer, Ontario.
Wenn das letzte Lied ab einem Verlafnis gesungen worden wir, dann wird das Verlafnis fast sozusagen durch. Die Brütlied sollten waren ab ihre Stelle an der Brütliedstove, wo binnen meistens ein großes Port Jugendliche zum Singen satten geblieben wären. In der Verlafnisjast gingen Rüt, und die von anderen Dorpen gekommene Jast mögen reit um de Huis fahren. Viele Männer spannen ihre Pied für die Bagges, und andere leiten ihre fort die Reitmerken von den sogenannten Uitspanner. Die Dorpsche Frühs sagten sich ihre Tassen in Geschirr uit dort viele Geschirr eruit und nehmen dort ware mit nach Huis. Die meiste Lied ihre Tassen in Geschirr wären schmack getekend worden und können leicht herutgefangen worden. Die Dorpsche Eltern, Jugend und Kinder gingen nach Huis, dann hat wir Zeit geworden, die Pied, dat Vater feien und Rindweit Huis zu besorgen, auch die Kee zu malchen. Vielleicht ein bisschen da noch, wieviel von dem Mittagseten übergeblieben wir, worden von der Brütlied-Ehre in der Brütlied-Ehre allen Ehre noste Freund und Verwandte am Dorf eingeladen zur Ovenkost dort zu bleiben. Oder um zu besorgen war dort zur Hand zu kommen. Und das wäre selbstverständlich, dass die Dorpsche Jugend und meistens auch einige Jungs von anderen Dorpen zur Ovenkost handkommen würden und dass diese dann no Ovenkost aller Taub ein sogenanntes Ovenverlafnis anstellen würden. Während ab dem Verlafnisplatz auch schön alles Leben besorgt wird, mögen ein paar Frühs nach Wader den ab Mittag übergebliebenen Kamsbarstheit, mögen auch die übergebliebene Plümermaus und das übergebliebene Rindfleisch und alles andere Reid für die Ovenkostmahlzeit. Ein aantal Männer und Jungs stellten binnen nach Wader die Daschen, Bänken und Stühle Reid zum Ovenkost eten. Wenn alles Reid wir für die Ovenkostmahlzeit und die zur Ovenkost gekriegte Jast war von ihrem Besorgen zurückgekommen wären, dann wurden die Jast an dem Ovenkostdash gekriegt. Auch die Brütlied mussten Ware ab ihrer Stelle ab ein eng Dash setzen kommen und mit der Jast auf Ovenkost eten. Meistens eten die Brütlied ditmal aber nicht viel Wort, dann sie wussten, dass die Jugend damit rechnet, dass sie meistens auch noch mit Antop Ovenkost eten würden. Wenn Eltern und Kinder Ovenkost gegessen hatten, dann sahen die Jugendlichen sich an den Dash rum. Und meistens, wenn die Vorderstadt wings tauleiten, dann sollten vielleicht die Jungs in Merkes beim Ovenkost dash taub. Und wenn die Jugend gegessen hat, und die Merkes nach ein letztes Mal alles abgerient, und die Jungs die Daschen rütgedreht hatten, dann versammelten sie sich an eine Stove, wo die Brütlied auch binnen saßen, und dann fielen sie nach dort sogenannte Ovenverlafnis mit dem Brütpaar. Und ab so einem Ovenverlafnis sang die Jugend dann, wenn der Brüt ihr Vater dort saß erlaubt, verschiedene Lieder, christliche Lieder, verschiedene Volkslieder und auch das sogenannte Kusslied. Aber manchmal ging dort ab einem Ovenverlafnis, als wie junge Jugendliche Teenagers wären, so ein bisschen heute her. Und dort wir da wären, dass die vorderste Jugend meistens nicht mehr gern ein Ovenverlafnis haben lassen wollen. Und wo wir in der Vorderstadt nicht gern lassen wollen, dort käme dadurch, dass die Älteste und einige andere uns die Ovenverlafnisse eigentlich ganz abgehoben haben wollen. Erstlich heißt das mal, dass das sogenannte Kusslied ab Ovenverlafnisse nicht mehr gesungen werden soll. Aber als das dawein dann viel Schwierigkeiten bracht zwischen den Vaters und ihren Jungs, dann wollen die meisten Vaters überhaupt nicht mehr Ovenverlafnisse geholt haben. Ich bin zu jung dazu, ich weiß das nicht, ob das Kusslied in Mexiko damals in alle Kolonien Dorpen gesungen worden ist, oder ob das Ovenverlafnisse haben in alle Dorpen modgewast ist. Aber in Blumenurt und in ihren Noberdorpen hielt die Jugend immer Ovenverlafnisse, und sie singen die Brütlied wenigstens in Blumenurt und in einige andere Dorpen auch immer das Kusslied vor. Hier brechen wir für das Mal wieder auf. Nächstes Mal nach Meier von was in einem mennonitischen Dorf in Chihuahua an einem Verlafnistag passiert. Und dann wird davon, was die Brütlied nach ihrem Verlafnistag durch ihre sogenannte Brütliedswerk damals deuten, ab einer mennonitischen Siedlung in Chihuahua, Mexiko. Was nächstes Mal, geschrieben von George Rampel, vorgelesen von Hein Rampel.